Triple-Schokokuchen. Und warum das der so heisst und wie man den genau macht und wie er schmeckt, siehst du jetzt gerade. Heute ist der Tag vom Schokokuchen. Genau. Und zwar mit Schoki. Mit Schoki. Also Zutatenliste seid ihr da. Eier, Butter, Zucker, Mandel oder Haselnuss und Dessertgewürz. Fantastisch, ich freue mich jetzt schon. Ich mich auch. Mega sogar. Ich lasse dich backen, rühren, machen, tun. Ist gut? Mache ich alles, was zu tun ist. Und dann kommst du mal, Mach ich? wenn du kriegst, dass es so weit ist. Bis schmecken. Gell? Ciao zusammen. Genau. Bis Ciao. später. Ciao, Danke, ciao. tschüss. Es ist wirklich extrem fein schokoladig. Ofen, der läuft schon. Habe ich eingeschaltet. Bei mir hier 180 Grad und Luft. Der muss nachher heiß sein, wenn der Kuchen bereit ist. Ich habe hier alles schön. Was ich hier extra für mich habe, ist ein bisschen mehr Butter, damit ich eine Springform einfetten kann. Natürlich könnte ich das auch mit dem Backpapier machen, aber geht auch gut so, wenn ich so ein habe, die ich auseinandernehmen kann nachher die Form. Ich glaube, es ist bei mir die größte Angst beim Backen, dass ich den Kuchen nachher nicht von der Form wegkriege. Vielleicht, weil das schon so oft passiert ist. So. Meine Form ist soweit zur Hälfte vorbereitet. Ich sage, warum zur Hälfte? Die Butter darf dort ein bisschen bleiben. Es kommt noch ein bisschen Kakaopulver nachher drauf. Auch noch. Die Eier muss man trennen. Eigelb vom Eiweiß trennen. Machen wir da das Eiweiß. Eierschale verwenden wir für diese Rezepte nicht. Es ist sogar ein glutenfreies Rezept. Und das Eiweiß wird nachher Volumen in diesem Teig bringen. Es ist ein Kuchen, wofür man eine Pfanne braucht. In die Pfanne mache ich Butter. Unbedingt die Menge da unten kontrollieren. Dann mache ich Schoki. Ich breche ihn so, dass es auch schneller geht. Ich mache das auf dem Herd, da muss ich nicht so fein schneiden. Nur so ein Quadrätchen da drin ist. Ich habe für dieses Rezept heute 72%igen Kakaoanteil in der Schoki. Je nachdem, wie man gern hat. Kakaoiger oder weniger Kakaoiger macht man Dunkelschoki oder Milchschoki. So, ich habe da Butter und Schoki drin. Nichts weiteres bis jetzt. Jetzt kommt noch mein Zucker und das Dessertgewürz. Genug davon. Ovi Creme ebenso. Auch da die Menge. Da unten schauen. Im Rezept sind 200 Gramm. Ich habe genau eine hier, weil ich schon die Hälfte gebraucht habe. Also ich nehme die andere Hälfte. Das nehme ich jetzt auf dem Herd. Ich darf natürlich die Pfanne nicht einfach unbeaufsichtigt hier lassen, oder? Ich muss dabei bleiben, aber dank Butter sollte sich nichts verbrennen hier. Was wichtig ist hier am Herd, nicht zu viel Hitze. Ich will, dass alles aufschmilzt, ohne zu verbrennen. Vorteil an so Rezepten, dass man so dabei bleiben muss, ist, weil man kommt in Genuss von diesem feinen Duft hier. Es riecht fantastisch. So, ich vergieße das hier nicht auf dem Herd. Ich mache sogar noch weniger heiß. Form mit dem Butter ist ein bisschen da gestanden. Jetzt habe ich wieder so zwischendurch Zeit. Und dann kommt wirklich ein bisschen Kakao drin. Anstatt Mehl mache ich hier einen glutenfreien Kuchen, oder? Mache ich hier Kakao. Und tun wir, anstatt dass wir die Form quasi bemalen, tun wir bekakaoen. Ich weiß nicht, wie man das so sagen würde. Aber dann mache ich wirklich so, verteilen. Ein bisschen klopfen. Überschüssigen Kakao mache ich wieder in eine Schüssel, das werde ich am Schluss brauchen. Ich tue das am Schluss über den Kuchen verteilen. So, jetzt habe ich so eine vorbereitete Springform mit Butter und Kakao. Unsere Pfanne ja nicht vergessen. Ich habe wirklich sehr geringe Hitze hier. Also bei mir ist Stufe 2 nur. Aber bei mir langt das hier vollkommen, dass die Butter wirklich langsam aufschmilzt. Ich stelle ab. Ich kann das jetzt vom Herd nehmen. Ich rühre nochmal, nur zum sicher sein, dass hier kein Stückchen Schoki, als ganze Butter aufgeschmolzen ist und überall verteilt ist. Sehr gut. Ich lasse hier so ein bisschen abkühlen. Ich kann mein Eigelb kurz, nur so, nicht wirklich schlagen, nur kurz so rühren, dass alle verteilt sind. Mache ich hier zu dem Schoki meine Nüsse. Uppla. Bei mir habe ich heute
wirklich eine Mischung aus Mandeln und Haselnuss genommen. Ich habe so beide so Restchen im Schrank gehabt. Aber man kann nur Mandel oder nur Haselnuss nehmen, wie man will. Alles gut unterrühren. Das ist schon eine fantastische Mischung. Damit das noch weiter abkühlt, weil ich will jetzt, nachher kommt diese Mischung hier zu dem Eigelb. Und ich will das nicht, dass die Eigelbe kochen, oder wenn das hier so heiß ist. Ich lasse es noch ein bisschen abkühlen, nutze ich die Zeit aber, und meine Eiweiß steif zu schlagen. Und dafür gibt ein Trickli, also ganz normales Salz, kein Herdöpfelgewürz, ausnahmsweise. Und wirklich nur eine Prise Salz, wenn man das Eiweiß steif schlagen will. Das hilft super. Und dann zuerst langsam. Nein, ist ein Witz. Ich rede jetzt nicht so viel, man hört ja nichts, oder? Jetzt machen wir ein bisschen mehr. Fisch fest. Es hat ganz viel Luft jetzt drin, oder? Und diese Luft will ich nachher in den Kuchen haben. Deswegen gebe ich das erst am Schluss. Der Teig hat kein Mehl, hat kein Backpulver, also ich habe hier das nicht vergessen. Aber die Luft kommt dank eben so viel Eier drin auch noch. In dieser Zeit ist hier schon ziemlich abgekühlt. Guck mal, ich kann sogar unten anfassen, ist wirklich abgekühlt. Eigelb jetzt habe ich nur kurz gerührt. Mache jetzt die Schoki, Butter, Zucker, wunderbare Mischung hier zu dem Eigelb. Wow. Au, Leute, wie das gut riecht hier. Nehmen wir so eine Teigschabe und wirklich alles hier aus der Pfanne wegkriegen. Wäre eine Schande, das hier zu verschwenden. Ich rühre das jetzt schön. Oh, es kommt jetzt so das Goldig vom Eigelb zu der dunklen Schoki hier. Das sieht ja schön aus schon mal. Jetzt kann ich noch kräftig rühren. Bald nicht mehr. Ich mache immer so einen Kontrollblick, habe ich nichts vergessen. Beim Backen, weil wenn es nachher im Ofen ist, dann kann man wenig retten. So, ist gut, homogen, alles gemischt. Und jetzt kommt das Eiweiß-Mischung und das tue ich wirklich ganz vorsichtig hier unten mischen. Schön ist das, ja? Das Eischnee, sagen auch einige. Guck mal, jetzt so schön vorsichtig. Ich will keinen Luftverlust, also ein bisschen verliert man ja, aber möglichst wenig. Ich mische das hier so schön, ganz vorsichtig, bis ich so kleine, große Klumpen Eiweiß mehr habe. Siehst du, ich habe ein bisschen Volumen verloren, aber es hat noch, es ist noch luftig. Dann kann man alles hier leeren. Es riecht so fantastisch. Wenn man wie ich so Schoki so gern hat, ist wirklich Genuss, sowas zu kochen. So, da haben wir da. Wie immer so ein bisschen Klopf, Klopf. Siehst, es hat keine Hefe, es hat kein Backpulver, aber wenn man ganz genau schaut, ich kann das jetzt schlecht so machen, aber sonst glaubt mir einfach, man sieht so die Luftblätter, so psch, psch, psch. Aufplatzen jetzt. Es hat viel Luft in diesem Teig und das ist fantastisch so. Ofen habe ich am Anfang schon eingeschaltet, oder? Der ist heiß. Ich bringe das jetzt dorthin. Circa so 40, 50 Minuten. Es kommt wirklich sehr auf dem Ofen an. Das Wichtige bei diesem Kuchen ist, ich werde immer wieder kontrollieren, weil das soll gebacken sein. Es soll eine schöne Kruste geben an der Oberfläche, aber die Mitte soll noch feucht sein. Guck mal! Wirst du mir glauben, wenn du nicht gesehen hättest, wie ich es gemacht habe, dass hier kein Mehl und kein Backpulver ist, aber super aufgegangen ist. Ich kontrolliere, habe einmal schon kontrolliert, es hat geklebt. Jetzt klebt nur noch leicht. Ich hätte sogar, glaube ich, ein bisschen weniger lang im Ofen lassen können. Ich lasse es abkühlen. Ich wollte nicht riskieren, dass ich hier noch warm aufmache und in der Form klebt. Also, zu meinem Glück, nach ein bisschen Abkühlen, habe ich den Kuchen gut aus der Form lösen können. Hast du noch, hat der Rest Kakao, das nehme ich so drauf, zum noch schöner machen. Also ich finde zumindest, dass es jetzt schon sehr schön aussieht. Jetzt kann man schneiden. Guck mal,
Ist das nicht kakaoig? Wow. Wow. Mal schauen. Holt die Städte dann zum Probieren, wobei ich höre ihn eigentlich schon kommen, gell? Hat gewusst, ich höre dich kommen. Jetzt ist fein. Man könnte auch so Ich habe nehmen. extra den Bauch ein bisschen eingezogen, dann kann ich dann ein Stück mehr essen. Genau. Probier mal. Ich Mega. kann kaum warten. Ich habe wirklich Also, warten, bis es der Ficht, der Spitz. Ja, und ich nehme den in dem Fall. Ja, alles gut. So, jetzt Füße. Wow, schau mal, du. Fürcht. Ja, in die Mitte müsste. Oh, schau mal. Einen guten wünsche ich dir, wünsche ich uns. Danke. Ich würde sagen schon mal vielen Dank fürs Vielen dabei Dank, sein. viel Spaß beim Zuschauen. Da ist, Mach die Hai, es riecht. der Wahnsinn. Sicher gar nicht reden, Wow. das ist jetzt am Verschmelzen, wie die Schoki, die drin Wow. ist. No. Schwierig sie zu machen. Also schwierig zum. Entschuldigung, es ist nicht selbstlobend, weil es ist schwierig zum Wörter finden. Ich finde es fantastisch. Also wirklich so Schokolade. Weißt du, so viel Schoki. So, Und dann der Knusprige da, von der Mandel, von. Oh. Fantastisch. Also wenn du auch einen feinen Dessert hier möchtest probieren, darfst du unten kommentieren. Lass uns ein Däumchen da, dass wir weitermachen können mit ihr. Bis nächstes Mal, gell? Ich freue mich, dabei zu sein. hast du Immer mal- wieder. Schaff mal Ruhe. Ciao. Okay. Merci. Ja, schön. Wiedersehen. Schönen Tag, bye bye. Ja, ganz allein da. Ich genieße jetzt auch den Schokokuchen. Ich wünsche dir einen sensationellen Tag. Und noch besser geht es mit Schokokuchen. Tschüss. Jetzt ist die Abzicht mit dem Kuchen krass.